Meine Damen und Herren, Herr Minister, verehrte Kollegen aus dem Chef der Gemeinderat, liebe Freunde vom Schöfflinger Tierschutzverein, die Damen und die Herren. Ich meine, heute ist ein flotter Tag, trotz den Widerkonditionen, die wir da hatten, das der Tag von der offiziellen Ouverture von einem neuen Tierenasyl. Es gibt dem Schöfflinger, der Schöfflinger Association pour la Protection des Animaux, denke ich, neuen Schwung, neue Perspektiven und noch neue Möglichkeiten an ihrem Engagement für aktiven und resoluten Tierschutz. Bei dieser Gelegenheit unterstreicht hier noch Vertrauen, dass die Gemeinde des Assoziation entgegenbringt, die sich mit Herz und Seele für den Tierschutz einsetzt, und sagt ihnen Merci für die responsable und wichtige Arbeit, die sie hier leisten. Der Bürgermeister betont auch, dass so eine neue Infrastruktur nicht einfach so entsteht, mit dass der lange Weg ist und dass eine gute Zusammenarbeit mit der Tierenorganisation nötig war, für dieses Projekt zu realisieren und weiterzuführen. Hier erinnert aber auch daran, dass es den früheren Chefen und Gemeinderat unter dem Roland Schreiner war, den dieses Projekt und die Rolle gebracht hat. Die all nicht mit zeitgemäßen Strukturen sind aufgerappt gehen, für diesem neuen, wunderschönen Tierenasyl Platz zu machen. Hier wünscht dem Schöfflinger Tierschutz viel Erfolg am neuen Gebäude und zählt auf eine weiter gute Zusammenarbeit für das Wohl von unseren Tieren. Früher haben wir einen Schlüssel überreicht, heute überreichen wir einen Badge. Dem Präsidenten Sascha gerne den Badge überreichen. Immer seiner ganzen Equipe viel Success wünschen und noch bitten, dass ein paar Worte wird soll. Ja, heute schließt sich aus Kreis an Dürbler Hinsicht von den Der frühere Bürgermeister Roland Schreiner hat schon 2012 mit Sascha André, Präsident von der APAS, über das Projekt für den Tierenasyl zu renovieren, geschwärzt. Daraus ist die Idee entstanden, für den ganzen Site Asyl plus Petankterrain neu zu planen und neu zu bauen. Assisi, der wüsste Franziskus als der Schutzpatron von den Tieren. Den Oktober als den Schutzmonat von den Tieren, der 4. Oktober also auch nach seinem Namenstag, wir sind zwar ein bisschen Hand und wieso ist das aber eine Kontinuität, wo ich denke so, und das für als Tieren dann alles nach dem guten Zeichen steht da vom Franz von Assisi. Der Präsident bemerkt, dass der Arbeit außerhalb genauso wichtig ist wie die am Asyl, und er ist froh, dass ein Reibenevoller helfen. Hier findet der Tierenasyl ein würdiges Entree für Schöffling aus. Wieso wirklich vielmals Merci der Gemeinde Schöffling für das Projekt. Gemeinde Schöffling kann sich felicitieren, und wir sind wirklich hochgestruppt, den Asyl hier können überholen. Wie ich schon viel gesagt, Kollegen so von einem Luxushotel. Es ist wirklich flott gehen, und dafür sind wir vielmals Merci für Ihr Vertrauen, weil wir wissen, dass das absolut nicht selbstverständlich ist, dass eine Gemeinde sich so für den Tierschutz engagiert, wie es hier die Schöfflinger Gemeinde möchte. Vielmals Merci. Der Minister Roman Schneider sagt, dass von den besten Tierschutzgesetzen in Europa zu Lützeburg ist. Es ist wichtig, dass Tierschutzvereine und Gemeinden für das Wohl von den Tieren schaffen, mit dem Bild für so eine tierfreundliche Familie zu vermitteln. Die Stadt hat sich engagiert, für 30% von den Freien zu überholen, was den Betrag von rund 700.000 Euro mischt. In dem Sinne, merci für dieses Projekt und ich freue mich schon auf eine Visite von diesem Luxushotel, und zusammen mit diesem machen. Merci. Ich über für neue Schöfflinger Tierenasyl. Der Schöfflinger Tierenasyl ist von der Gemeinde gebaut, ging ein ganz großes Projekt für 2,5 Millionen Euro, die der Association pour la Protection des Animaux Chifflanges zur Verfügung gestellt wird, für das als Asyl zu betreiben. Die Association pour la Protection des Animaux Chifflanges, bekannt auch als APAS oder Schöfflinger Tierschutzverein, ist neu gegründet 1971. Tun uns auf dieser Platz an einer Opfangstation lange Jahre sich Tiere von Schöffling gekümmert. Nachdem sie aber aus der Liga rausgegangen sind, sind sie mehr selbstständig geworden. Ab den Jahren 2010 war ein grosser Umschwung am Verein und da war eine immens große Nachfrage bei den Tieren, so dass sich die Opfangstation immer mehr zu einem richtigen Tierenasyl eben umgewandelt wird.
An Haiier sind Stern ein ganz modern, flott und adäquat Station für sich dann lo Dieren, also besonders Tön a Katzen zu kümmern, die ab November dann auch ganz wert opleben. Hier sind wir am Veterinärzimmer, war das ganz Neues als für den Schöfflinger Tierschutzverein. Hier wird der Veterinär ab November regelmäßig alle Wochen hinkommen, für die kleinen Swanen und Tiere zu machen. Impfen und Chippen wird ab dem aber ganz lang hier am Asyl geschehen. Wie auch die kleinen Konsultationen wie Schnapp oder so können dann natürlich behandelt gehen. Das ist ein ganz großer Vorteil, weil so für uns auch Transportwege gespurt gehen an der Straße für die so reduziert wird. Par contre, Urgenzen, Operationen wie Sterilisation und Kastrationen werden nach weiterhin an den Tierpraxisen dann vonstatten gehen. Weil doch flott ist, haben wir einen Zugang zum Veterinärzimmer, wir haben eine Notklappe, die von den Pumpchen an der Polizei genutzt wird. Das heißt, wenn Sie nur als Ouvertureszeiten die finden, können Sie das gerne hinbringen, wo dann um die geguckt wird. Der wird dann just ein paar Momente an der Notklappe sein, ihre dann an sein Cash dann eben übergeht. Und da wird man probieren, entweder den Besitzer zu finden oder eben so weit es geht, um die zu gucken. Natürlich die absoluten Urgenzen, die gehen natürlich auch weiterhin direkt bei der Veterinär wurscht, für das direkt auch kann richtig gehandelt werden. An unseren 2 Katzenzimmern werden etwa 40 Katzen hier Platz können fallen. Das flott ist, dass neben dem Bandebereich natürlich auch ein Außenbereich zur Verfügung steht, wo sie bei gutem Wetter auch dabei klotre können dann auch dann hier Verstoppmöglichkeiten haben. Als 2 Katzenzimmer ist eine Augmentation von rund, kann ich so 2/3 par rapport zu unserer ersten Struktur, wo wir hier auf der Lemmenstadt Platz fahren. Wo wir 4 etwa 15 bis 20 Katzen konnten abholen, sind wir ob dann gut 40 Katzen. Das ist besonders wichtig, weil die meisten Klienten, die wir aber hier mal sehen, sind tatsächlich auch Katzen. Katzen, die dabei zu Fund gehen, Katzen, die zulaufen, aber auch Katzen, die aufgehen, die dann hier in der Zwischenzeit auf ihre Familien warten. An unserem Büro können wir dann die Klienten noch alle guten begegnen, die an einem Tier interessiert sind. Wir werden ab November zwischen 4 und 6 Uhr all darauf sein für das Publikum. Da können Sie ganz gerne hier kommen, wenn Sie gerne Renseignementen hätten über als Tieren oder auch wenn Sie als viele Spenden lernen springen. Wichtig ist für uns, für die Leute dort zu sehen, dass Sie einfach auf kurze Wege hier Fragen können stellen. Vielleicht können wir nicht immer direkt helfen, wir können es aber organisieren, respektive können wir auch andere gucken mit anderen Assoziationen, die richtige Lösungen zu finden. Dafür brauchen die Leute auch wirklich nicht zu zicken, hier hinzukommen dann ab November. Hier gehen Sie ganz gerne empfangen von ganz liebem Personal, die sich dann um so Werte kümmern. Auch das Personal hat mittlerweile Raum zur Verfügung gestellt, wo sie dann auch ihre Kleider können wechseln. Das ist oft sind auch Leute, die wenn sie wollen, nur der Arbeit wollen, also in der Städte kommen, dann ist kein Problem. Da können sie sich changieren und sie müssen nicht an ihren besten Kleider dann sich um deren kümmern. Auch für eine Dusche und eine Toilette gibt es selbstverständlich auch gesorgt, dass für das Personal auch hier nicht fehlt. Sodass es nicht mehr hier am Weg steht, für Freiheit können zu schaffen und dann eben auch nur seinem Ersatz hier für Tiere je nach kann auf einen anderen Platz gehen. Hier sind wir an der Quarantänestation, wo Tiere für die kommen, wenn sie zum Beispiel Fund gesehen haben, aber man nicht wissen, ob sie gesund sind und ob sie die Impfungen und alles haben. Den Aufenthalt an der Quarantäne ist für ganz kurze Zeit, wüke, dass der Veterinär ja einmal vor an den Asyl kann, sodass ganz sehr auch kann geguckt gehen, dass Tiere die nötige Sprache und die nötigen Tester auch können gemacht gehen. Auch wenn Tiere krank sind, können sie von den anderen isoliert gehen und hier in Quarantäne kommen, wo sie dann die nötigen Treatmente können kriegen, wo sie dann abgepäppelt gehen. Wir sind auch hier ganz froh, dass wir viele Quarantänekäfige haben, auch eine Verdreifachung par rapport zum Vordrun, weil das natürlich dann die Möglichkeit noch viel besser, viel mehr professionell auch können zu handeln und auch dem nur, was für Krankheiten nicht sind, die nicht müssen bei der Veterinär an Quarantäne sitzen gehen, aber sie eben können bei uns an der Quarantäne sein, an die Kleinstwagen von uns auch eben selber, da können dann Aufspruch mit dem Veterinär gemacht werden. 5 Fondskagen haben wir zur Verfügung, die so konzipiert sind, dass 10 Hündkinder noch Gold gibt. Natürlich, nicht mehr, wenn sie sich verdrohen, können sie zu 2 an einer Kage Platz finden. Neben dem ganz geräumigen Bannebereich haben sie aber auch die Möglichkeit, an den Außenbereich zu gehen, besonders wenn gut Pferde ist. Für das sie nicht mehr an der Kage sind, haben sie auch einen Außenbereich zur Verfügung, wo sie dann noch ein bisschen sich austoben können, den wir später in einer Werte weisen. Hier an der Küche wird diese präpariert für Tiere. Das heißt, wir haben für
Katzen an fir hin hummer hai als Reserve fir d Futterstuen, die auch an dem Blagi gebraucht gin. Genauso wie Schosteln an alles geteilt stockiert, fir dann eben als Kunstproben och heiget dann alles desinfizeiert mat speziellem Mittel, dem Wirkon, an doch eben alles gespult. Und noch heute kann ich eben Personal einkehr zurückziehen, für ein paar Minuten einen Tasse Kaffee zu trinken und eine kleine Pause zu machen, weil das ja auch wichtig ist, dass ihr einen konvivialen Moment habt während dem Engagement hier am Asyl. Besonders froh sind wir natürlich, dass wir einen ganz großen Stockierraum mittlerweile haben, wo wir auch Futterspenden können stockieren und auch eine Reserve von allem. Decken, Transportkagen, eben alles, was hier gebraucht wird für uns Tiere, kann hier an der Reserve gehalten. Und alles wird auch wirklich gebraucht. Und auch für Leute, die jetzt für Land springen, können sie ganz gerne kommen und uns auch mit Sachspenden unterstützen. Auch sind wir froh natürlich über eine Waschmaschine und auch über den Trockner, den wir natürlich auch brauchen, für dann auch alles adäquat können, hier mit allen Hygienemaßnahmen zu waschen. Wir sind also wirklich hier am neuen Asyl richtig gut equipiert, für eben unserer Mission gerecht zu gehen zum Wohl von dir. Froh sind wir natürlich auch über den Außenbereich, den hier für Tön zur Verfügung gestellt wird. Das der Gemeinde gelungen, dass hier wirklich kein Meter verloren gegangen ist und Fisk genutzt gehen, für das Tieren da sie auch ein paar Stunden aus ihren Zwingere können rauskommen, für auf der Wies ein bisschen zu laufen. Gut angedurcht also auch, dass die zwei Zimmer zwar mal länger zwischen dir gesperrt sind, kann ihn so ablosen, wenn zum Beispiel mal ein Hund dann allein kann dabei laufen. Auch die Bäume an der Mitte fanden wir ganz flott, weil die werden hin am Sommer auch ganz viel Schier spenden. Also insgesamt eine ganz flotte Möglichkeit für uns hin, dass sie wirklich alles hören und eben auch ausgelöscht können gehen. Voilà, das war eine kleine Feierung durch den neuen Schöfflinger Därenasyl. Ihr seid natürlich immer willkommen bei uns zu kommen. Ab November sind die Öffnungszeiten von 4 bis 6 Uhr. Natürlich sind wir auch telefonisch zu erreichen. Die Telefonnummer, die geht euch heute drin angeblendet. Und ihr braucht nicht zu checken, zu den Auerzeiten anzurufen, weil das aus sich den ganzen Tag über ihn sieht. Und natürlich bei Urgenzen wird euch auch direkt geholfen. Die könnt uns auch natürlich finanziell unterstützen, auf die Kontosnummer, die euch heute drin angeblendet wird. Die Suen, die gehen alle Gurten integral für uns Tiere geholfen. Auch wenn wir von der Gemeinde eine Konvention haben, wo E-Post ganz unterstützt wird, und auch Sterilisationen, Kastrationen, den Chip, sowie auch Tollwutimpfung von der Gemeinde auch subventioniert wird, haben wir trotzdem noch eine Reihe ganz hohe Unkosten für unsere Tiere zu kümmern. Eine Reihe Tiere, die wir zum Beispiel kriegen, sind krank, und dementsprechend haben wir auch dann mehr Veterinärskosten. Wenn ihr weiter Fragen zum Verein habt, kontaktiert uns ganz gerne. Wir sind für ihr da.